Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Towncraft. Damals widmen wir uns dem zweiten Teil von unserer Eisenfarm. Und zwar The Villager. Die kommen da rein. Es wird noch ein bisschen grösser. Ich hoffe, es langt von der Größe her. Wir sind da gerade am Rand von der Kugel, von dem her. Eigentlich sollte es schon gut. Jetzt muss ich einfach schauen, weil niemand von uns hat Villager. Nirgends. Und ich habe noch nirgends ein Dorf gesehen. Und das ist scheiße. Darum muss ich mir einen Zombie-Villager schnappen und den Zombie-Villager in einen richtigen Villager umwandeln. Also so halt. Und ja, für das entweder warte ich, bis es Nacht wird, oder ich gehe zu meinem Zombie-Spawner. Das Problem beim Zombie-Spawner ist einfach, wie soll ich den Zombie dort rausholen? Da müsste ich irgendwas umbauen, dass es quasi, dass ich ihn kann rausholen, sobald ich einen Villager-Zombie sehe. Oder so. Oder nicht einmal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee und ich bereite die vor und dann sehen wir uns wieder beim Spawner. So, wir sind da bei unserer Zombie-Spawner da. Und ich habe schon einen Villager Zombie eingefangen. Was wir jetzt noch machen, ist etwas ganz Kleines. Und zwar, erstens mal, brauchen wir einen Trank der Schwäche. Ich mache mal ein paar Flaschen, die haben wir ja genug bei der Hexe, die wir da so haben und so. Und was wir definitiv noch brauchen, ist es fermentiert Spinnauge. Zum Glück habe ich alles schon was wir brauchen. Noch mal ein paar. Wer weiß, wie viel von denen wir brauchen. Da kommen wir mal da rein. Und während das dort so am Köcheln ist, wenn die... Ja, okay, das ist nicht 3D. Ich dachte, es 3D. Hätte ich gesagt, es sieht cool aus, aber ja. Für alle, die nicht wissen, wie Braustände gehen, eine so eine Blaze Rod und... Also... Das gibt einen Braustein. Jetzt brauchen wir noch goldene Äpfel. Und zum Glück habe ich so viel Gold gefarmt. Mal schauen, wie viel mache ich? Sagen wir mal 4 Villager. Sollte gut sein. So, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich denen einfach so einen Trank der Schwäche kann geben. Oder, oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Oder? Okay, scheinbar braucht es kein... hey man, Achievement. Irgendwie braucht es kein Dings. Der Yoshi ist wieder online. Kein... Nein, warte, das ist erstaunlich. Auf jeden Fall, mal schauen, kann ich ihm das so geben? Nein, das würde ich selber trinken. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Gunpowder. Es gibt nämlich Wurftränke. Ich gehe mal da rein. Und ja, der Yoshi ist auch gerade online im Moment. Vorne ist er noch AFK gewesen, jetzt ist er schon wieder online. Irgendwie genau dann, wenn ich aufnehme, ist er online. Ja, was ich da noch gemacht habe, da oben sind ein Haufen Zombies. Ich habe alle Zombies gekillt, außer der Villager halt. Da habe ich mal provisorisch so einen Pisten, wo der Stonebrick Block da rausschiebt, auch nicht tun. Das heißt, wir werden den jetzt da heilen und das Glas kaputt machen, ihn da rauslotsen und ja, dann tun wir das wieder zumachen und es ist halt alles ein bisschen provisorisch, aber was will ich machen? Viel kann ich nicht machen. Das sollte mal ein bisschen machen. Machen. Und wir haben Wurftränk der Schwäche. Okay, so. Platsch und so. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, wo ich einen Villager heile. Bitte funktioniert. Komm schon. Ich weiß, du willst es. Komm. Ja. Du siehst, sonst wirst du wieder normal werden. Komm schon. Ich frage mich, wie lange das kann gehen. Heil. Heil. Oh Gott, meine Hand sieht so. Das ist sogar die rechte. Oh mein Gott. Heil. Heil. Ja, ich weiß, man sollte eigentlich solche Witze nicht machen, aber ich bin da relativ easy drauf. Könntest du dich einmal zurückverwandeln? Hallo? Ich frage mich, wie lange das ich da warten muss. Hm. So, nach gefühlten 30 Minuten, es war wahrscheinlich noch irgendwie 5 bis 10 gewesen, aber hure lang, länger als ich gedacht hätte, haben wir endlich einen von diesen kleinen nervigen Dorfbewohnern. Und er fährt schon an. Ding, ding, ding. Ja, ich glaube, wir machen mal so, hä? Du gehst gescheit mal da raus. Also vielleicht von allein, ohne meine Hilfe. Weißt du, so, von allein.
Kann ich die nicht irgendwie... Da! Ich... Kann ich das machen, ohne ihn zu verletzen? Ja. So, Mei, du gehst jetzt da hindern. So, du gehst jetzt da so. So. Dankeschön. Gut. Was machen wir jetzt mit dir? Mal schau jetzt erstmal, was du handelst. Du handelst Faden! Wir haben ja so viel Faden! Haben wir so viel Faden? Ich glaube, wir haben so viel Faden. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, haben wir einen Haufen Faden gehabt. Und wir haben irgendwo auch noch eine String Farm. Von dem her... ich habe es nicht so gern, wenn du da einfach umwanderst. Aber mit dir was machen kann ich im Moment gerade auch noch nicht. Ich müsste dir wohl Tracks holen. Und ich muss noch einen zweiten Dorfbewohner heilen. Aber es ist gut, dass es jetzt funktioniert. Ich glaube mal da so ein Loch im Boden. Und du gehst mal da irgendwie weg, damit ich das Loch zu kann machen da hinten. Verdammt. Ah! Egal, du kommst Pfeffel da nicht raus. So. Ich tue noch den zweiten Dorfbewohner heilen. Und ich verfrachte sie dann auch mal nach oben. Dort, wo wir angefangen haben, den Raum auszuheben. Und wir sehen uns dann wieder. So, ich habe es nach langem und vielen Fehlversuchen geschafft, zweite Villager zu haben. Der erste Villager habe ich ja, wie ihr wisst, da unten platziert gehabt. Bin weggelaufen, um ein paar Sachen zu holen. Und wenn ich zurückkomme, ist er weg. Und ich frage mich, was ist los? Habe mich abgebuddelt, so. Und was kommt mir da entgegen? Eine riesige Horde von Zombies. Also er ist wahrscheinlich despawned und all die Zombies haben ihn angeknabbert. Ja, Versuch Nummer 2 wäre nicht einmal der Villager. Das ist, ich habe es geschafft, nochmal eine. Wo bin ich da angestanden? Plupp, landet er in dieser Cobblestone-Wand da rein und stirbt. Super. Okay. Versuch Nummer 3, sehen wir... ja. Versuch Nummer 3, sehen wir da unten. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen, der so einen braunen Mantel anhat. Also entweder ein Fletcher, ein Farmer, also Fletcher wäre Bogenmacher. Ich weiß gar nicht, wie man da auf Deutsch nennt. Ein Bogner. Genau, so nennt man die. Ein Bogner, ein Farmer. Irgendwas mit braunem Mantel halt. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Und der zweite, den ich jetzt da bekommen habe, ist der da hier. Und wisst ihr, was geil an dem Typ ist? Schaut euch den ersten Trade an. Zombie Brains! Ich kann jetzt einfach da mal mein Inventar mit dem Scheiß füllen. Gehe ich zu dem an, sage ja, da, nehmen wir mal so. Und dann mache ich so. Und dann hat er, also er nimmt relativ viel, aber ich meine, hallo, Zombie Brains. Es ist nicht so, als hätte man zu wenig von denen. Dann mache ich einfach so, so, und da noch ein bisschen. Und irgendwann wird sein Trade locken. Das heißt, ich kann nicht mehr mit ihm traden. Aber im Moment machen wir, genau, es ist gelockt. Und jetzt müsste ich zum Beispiel den Trade da machen. Aber ich kann nochmal weggucken. Vielleicht haben wir genug mit ihm getradet, dass er uns einen neuen Trade gibt. Also der ist schon mal unlocked. Und dahinter haben wir... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, also Lapis ist schon sehr... Oh mein Gott. Redstone haben wir genug für die Witches. Das wäre eigentlich gut, wenn wir Redstone gegen Emeralds könnten tauschen. Aber, ja. Also bevor ich jetzt die da rauf schaffe, also mit rauf meine ich dorthin, wo wir eigentlich wollen, das Ganze aufbauen mit unseren Villager, würde ich sagen, tue ich noch ein bisschen traden mit dem. Schauen, was so dabei rauskommt. Und... Fuck. Ja, okay, es kommt eh alles wieder da oben rein. Und wir sehen uns nachher wieder. Bevor ich es übrigens vergesse, wie ihr sicher gehört, haben sich da einige Zombies angesammelt. Ich habe schon einmal mindestens den Server zum Absturz gebracht. Mit so vielen Zombies, wenn ihr seht, ich komme da die ganze Zeit durch. Und ja, darum habe ich mir erstens einmal Splash Potions of Healing, so. Zweitens einmal werde ich euch jetzt zeigen, was passiert, wenn man den Schalter da betätigt. Es sieht richtig lustig aus. Flupp! Und wenn ich das mache, BAM! Tot! Und ich brauche XP. Oh mein Gott! Mal abgesehen, dass noch mehr von denen kommen, aber ja. Ich sehe nicht einmal was. Es ist schon lange her, dass ich so einen, oh Gott, Anblick hatte. Ja, wie schon gesagt,
ich verfrachte mal unsere Villager einen Stock höher und dann schauen wir, was wir weitermachen. So, als ich da die Strecke gebaut habe, um unsere Villager aufzuholen, ist mir etwas aufgefallen. Wieso? Also ich habe da geschrieben Farmen, Farmen, Farmen. Das hat sich jetzt aber irgendwie ein bisschen verteilt in alle Himmelsrichtungen. Wieso machen wir nicht Einkaufsstraße, könnte man fast sagen, mit Villager? Quasi mal eine Sektion für Rüstung, Werkzeug, irgendwelche anderen Stuff. Und ja, ja, ich bin sehr protzig, ich weiß, aber ich finde es sieht geil aus, so da entlang. Wie halt dort und dort mit der Kohle, Redstone und da Holz. Ersetze ich vielleicht irgendwann durch Diamanten, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass man da so kleine, wie ähm, so Verkaufsstände könnte machen für die verschiedenen Villager. Und dann holt man sich halt, was man braucht. Und ich glaube, da wäre ziemlich geil. Und ich mache mich mal als Ausmessen. Und ja, vielleicht kommt mir nochmal so eine tolle Idee einfach so in den Sinn. Ja, ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier ein bisschen Stone Bricks, wir haben ein bisschen Stone Slabs. Ich habe es da mal ein bisschen übertrieben mit Stone Slabs. Ups. Das ihr hinten gesehen habt, jetzt gerade was ich dort noch vorhabe. Da haben wir Emerald Blöcke. Es sollte ein bisschen aussehen wie ein Auge. Da haben wir es alterniert. Ich habe einfach nicht genug Emeralds, aber ja, da kommt noch. Wenn das dort hinten, ich sehe jetzt nicht, wenn ich, also so das dort hinten mit dem fertig ist. Ich kann mit dem Kopf nicken, aber es ist ein bisschen, ja, nicht so gäbig, wenn man Minecraft spielt und mit dem echten Kopf nickt. Oder halt so in die Richtung zeigt. Auf jeden Fall, mit dem bin ich relativ zufrieden. Es ist ein bisschen so eintönig, ja, das wird noch von dem aufgebrochen und von dem ein bisschen. Dafür sieht es ziemlich klar aus. Von außen gesehen noch, ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Tempel-Eingang. Klar, da oben haben wir auch noch ein bisschen Stone Bricks. Und jetzt zu dem Raum da. Da habe ich vor, unsere quasi Trading Station reinzubasteln. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Villager wir werden drin haben. Und ich weiß nicht, ähm, ja genau, wie ich die wette anordnen und so weiter und so fort. Und das Problem ist noch, dass da hinten, ja, da haben wir noch unseren Keimgang, der kommt auch gerade da vorbei und da oben haben wir Redstone. Und es könnte alles ein bisschen eng werden, aber ich tue mein Bestes. Das Redstone da sollte eigentlich nicht so weit da übergehen. Und das ist ja das von der Mitte, also von dem Ding, wo runtergehst. Und dann sollte irgendwo da oben hin, sollte noch Redstone sein halt von unserem Eingang, vom richtigen. Aber ich versuche, die Halle da quasi möglichst groß zu bauen, dass es wirklich so wie eine Einkaufshalle ist halt. Und das sind da schon mal die vorgegebenen Dinger, wo ich mal probiert habe, herauszufinden, wie viel Platz das es ungefähr könnte benötigen. Es geht irgendwie um die 20, vielleicht ein bisschen weniger, verschiedene Typen von Villager. Und im Endeffekt können wir halt nur ein Item unendlich von einem Villager bekommen. Glaube ich. Ich glaube, nein, 1.8 haben sie es glaube sogar ein bisschen geändert. Das heißt, ich muss mal ein System überlegen, wenn ich Villager von oben am besten reinholen, unten wieder rauslassen und dann testen wir durch. Wahrscheinlich haben wir dann einfach für jeden Beruf vielleicht 2 oder 3 Villager. Muss ich mal schauen. Je nachdem, wie wir es halt brauchen. Und ja, ich will mir mal daran machen, das doch ein bisschen mehr auszuheben, auch gegen oben. Und wir sehen uns dann wieder. Mein Gott, in der Folge kommt ziemlich viel zusammen. Und dabei habe ich eigentlich nur Golems produzieren lassen. Ja, Leute, es gibt ein kleines Problem. Oder ein paar kleine Probleme. Problem Nummer 1. Also, zuerst mal, was ich da gemacht habe. Ähm, vielleicht kennen ein paar von euch den goldenen Schnitt. Ich habe versucht, die Halle, wo da entstehen soll, mit den Dorfbewohnern, nach dem goldenen Schnitt auszumessen. Der goldene Schnitt würde bis dorthin gehen. Also das ist dann die Breite, das ist die Länge. Und
Ja, es gibt da ein paar Sachen, die einem da so ein bisschen quer kommen. Zuerst mal, das da oben ist Quarz, und zwar der Quarz von unserem Laboratorium. Das da hier ist Stonebrick, und zwar von unserem Mechanismus, wo uns mit Slime Blocks wieder halt so aufkatapultiert. Und das heißt, Maximalhöhe wäre so hoch. Es sieht jetzt natürlich nicht sehr beeindruckend aus und ich hätte die auch sehr gern vielleicht 3, 4, 5 Blöcke noch höher gebaut. Darum habe ich mir überlegt, lassen wir quasi die Höhe da so sein, lassen wir sie Höhe sein. Und dafür tun wir da mit einer Stege ein bisschen gegen runter. Das heisst, man kommt da so hin, sieht die ganze Halle und geht dann da so Stege durch ab, wo man dann irgendwo so ungefähr vielleicht da, je nachdem wie groß, ich denke, das sollte gut sein, ähm, ist man dann auf einer, halt auf dem Hallenboden, mein Gott. Und dann habe ich genug Platz gegen oben und ich muss nicht darum fürchten, dass mir irgendwas auf den Kopf geht, zum Beispiel da irgendwo tropft Lava runter. Das finde ich ganz ungeil. Und ja, aber es gibt noch mehr Probleme. Und zwar Problem Nummer 2 und 3, je nachdem. Ähm, Es ist jetzt Freitagabend. Ich bin die ganze Zeit am Zocken gewesen, da. Wochenende habe ich keine Zeit, am Sonntag sollte die Folge aufgehen. Problem Nummer 2, es sind schon 16 Minuten und ich habe fast keinen Festplattenplatz mehr. Und all die drei Sachen zusammen führen dazu, dass ich euch jetzt leider muss sagen, dass das alles war für die Folge. Nächste Folge hoffe ich, dass ich das hier fertig machen kann. Villagers breeden und unsere Eisen Golem Farm zum Laufen zu bringen. Weil ich könnte schon lang Eisen produzieren, aber ja, tut sie nicht. Übrigens, für das Projekt hätte ich wirklich gerne einen Beacon, aber ich habe keine Lust, Witter zu bekämpfen, weil ich keine richtige Rüstung habe. Weil für das müsste ich Diamanten meinen und weil ich keine Diamanten mehr und zum Diamanten meinen muss ich wieder Zeit investieren, wo ich lieber in das würde investieren. Ja, ist ein bisschen ein Teufelskreis. Aber ja, wir sehen nächstes Mal, wie weit das ich komme. Ich hoffe, ich schaffe es fertig. Vielleicht schaffe ich dazwischen auch schon ein bisschen dran. Mein Ausheben ist ja nicht so eine grosse Sache. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einen Kommentar in die Kommentarsektion, whatever, und das Video, wo nochmal sagt, was ihr so davon haltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.